Dat is een zegen für mich eine schöne Gelegenheit, hier war in der deutschen Andacht zu sein. Ich weiß, es ist so lang, weil ich nicht auf Deutsch eine Andacht gebracht habe. Und so für mich freue ich mich selbst und für ihn, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen jammern, wenn ich ein bisschen stückert. Ich habe nicht die letzte Zeit, Luther Zeit nicht ganz so sehr auf Deutsch vertalt. So, dann freue ich bloß so ein klein bisschen extra genug von dir, dort die und dort denken, aber ich versuchen das alles so plot zu erklären, als ich kann plot ist. Weil wir uns neigen zum Gebet. Gott, ich danke dir besonders für diesen wunderbaren, schönen Tag, den du uns geschenkt hast. Ich weiß, einmal ist es so in so einem kalten Samarias, wo Schnee alle wegen ist, dann ist es einmal ein bisschen Stich. Und von der auf dem Weg wird es wirklich ein Stich. Aber ich danke dir, dass wir alle sind glücklich mit hier gekommen, musst du uns beschützen und weg nach Hause und durch den Tag und durch diese Zeit. Aber ich danke dir auch für das wunderbare Bild, das die Schnee uns ja von dem klar, Dach, witte, reine Schnee, alle wegen alles bedeckt. Du hast alles ein Schweinchen, was nicht abgeriemt ist und weiß nicht was alles, aber das ist so ein wunderbares Bild, was die in uns heute getan hast. All dort, was wir dabei hatten, was die nicht angenommen wird. Und die hast uns rein gemerkt, durch den Blut, so ist das erste Leid, was wir sagen, durch das Blut von dir sehen Jesus. Wir danken dir für das. Wir danken dir, dass wir können dort annehmen, dass dort ein Geschenk ist. Wir brauchen das nicht betun oder trägtun. Wir kennen das nicht mehr. Ich danke dir für das. Und ich frage, muss die halten, dass diese Andacht, dass wir können uns abhören und uns glauben, vielleicht Dinge klar wiesen und uns haben, wieder zu kommen und uns glauben. Wird die wird euch gebracht sein. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. So, ich weiß nicht. In jeder Familie habe ich noch Dinge, die euch gewandt sind. Die Dinge vielleicht ein bisschen anders als Einzelne. Einzelne Menschen haben viel größere Euwandheiten als andere. Ich weiß, dass wir uns befreien werden. Und als wir jung befreit werden, wir den meist alles taub eten merken, abräumen, Hiesbesaren, wir fuhren Schafen taub und alles, wir den meist gleich alles taub. Und dann ist es erst kam zum kleinen Taublein. Ich sage ein klein bisschen besonders, dass ich gleich Taubgeleichte habe, von der Wachsen sind. Ich will immer haben, dass diese kleine Beat hier, so, wo die Nummer ist von der Saat, von den Jeans oder was immer, die Wachsen, dort soll immer der Buben sein. Das soll nicht anders Taubgeleicht. Ich kann nicht sagen für ein paar Wachsen, aber ich brauche bloß eine dort kicken, dann weiß ich krack, was von den Wachsen das sind. Ich gleich das nicht von der anderen Taubgeleicht ist, aber besonders von den Lampen der Buben sind, dann habe ich keine Idee, was von den Wachsen sind das für uns. Und dort wir mit einmal gleich für meine Frau, und nachher dann durch bloß selbst mit einer kleinen Taublein. Und ich gleich das von den Hand ist, dass wenn das ein Nomen hier hat, oder erst was das dort, ich gleich dass das zu sein ist, wo du so ein Schiefle sagt. Wenn ich von einem anderen Stück geleicht ist, ich habe zwei schwarze Handen, und dann denke ich einmal, ich war fertig, die wird kein Nomen haben, und dann denke ich, die wird nur Nomen haben. Oh, dann mache ich das war der Taublein, und dann trägt dann noch den anderen. Wir haben verschiedene Dinge, die uns angewandt sind. Und das ist vielleicht ein bisschen spußig, aber nachher haben wir so eine Dinge. Wir haben das angewandt und wir glauben, diese Dinge, was wir angewandt haben, das wird mir raten. Das ist, was Gott gefällt. Das wird bei ihm als angebracht, das wird bei ihm angenommen ist, das wird mir in den Himmel anbringen. Aber das ist lang nicht so. Die Frau wird ich wel fragen, und ich hoffe, die Botschaft wird die Antwort geben dadurch, was ist dort, was die und ich, was wir tun können, was uns, entweder wird der Himmel der aufmerken für uns, oder wird uns das was betun, dass wir dann können, was ist das, was die und ich können anwenden, was dort wird tun. Und die wollen vielleicht fortbleiben, na, aber Billy, du weißt, Jesaja geht, das schafft nicht. Aber vielleicht haben wir so eine Dinge in uns Kopf, na ja, das ist bloß, was das ist. Das ist eine Geschichte, die viele Menschen haben gebraucht, um das Problem zu erklären. So ist wie eine Familie. Die Frau, die deed immer von den Schinken. Und ich kann nicht Schweinfleisch verdrehen, so ich denke immer, dass es ein Huhnschinken war, nicht ein Schweinschinken. Wo musste wir ein großen Schinken, Fleisch, und sie deed einmal vom Beetseiden dort aufschneiden,
Groot het Port en dort bloß voort, vielleicht zu der Hunger oder was immer, aber dit ein Biet, dit deed sie immer backen. Und einmal sagte die zu der Frau, na, aber warum ist die immer so ein großes Biet Fleisch bloß voort? Und die Frau sagt, da habe ich keine Idee. Das wird mir belehrt als dies. Das meine Mama, das hat mir auch gewarnt. Und dann sagt der Mann, weißt du, was ich will haben, die sollst du nicht finden. Warum tun wir das? So sie fand ihr Mom, und ihr Mom sagt, das weiß ich, meine Mom weiß mir, dass es dort, das wo wir das einmal getan haben. Und der große Segen in der Familie, wie die Großmama noch, die lebt noch, so die fand die Großmama. Und früher, na, warum haben wir das einmal das getan? Oh, die Großmama, die fängt an zu lachen. Na, als ich mir Ruth befreit hat, wie wir in sei Arm, wir hatten eine ganz kleine Gruppe. So, wir mussten auf dem Bett sehen, aufstehen und dann anpasst. All die Jahre sind Dinge angewand, kein Genatten gehabt, bloß ein Verschmatter von Geld. So Dinge haben wir fern in uns Leben. Wir glauben, das macht so, wenn es das uns gelehrt, wir machen das dort holen. Die wir Missionaren, die fuhren in ein Land, wo Menschen keinmal von Jesus gehört haben. Und die kamen bei einer Stadt, die wir ein Mann, der Sachen nennen, die wir ein kleiner Riefetje, und der Mann, der stand da, und dann von Samarias bis zu Uwes. Und dann war er von an. Und dann, was ich nicht mehr moven kann, leerte sich durch und schleibt durch, Samaria stand ab und fängt weiter an. Mit das eigentlich selbe Leid. Ich hoffe, man hat eine Fuß Wut oder was. Aber das Mann da, mit dort down, er wird Gott und Wohlgefallen andoen, und Gott wird vor allem den Himmelsstern aufmachen. Dort wird sein, wo er belehrt hat. Und dann sagen einziger, na, bleiben wir dort, wo die gelehrt ist. Aber Jesus kam der arme Mann und sagte, nee. Nee. Nicht du bloß einmal bleiben mit was einer gelehrt ist, wann das nicht die Wahrheit ist. Wenn das die Wahrheit ist, dann aber für sicher bleib dabei. Aber wenn es nicht ist, dann weng die an. Warum muss sein, was die Bibel sagt? Das sind Ungewohnheiten, das sind Familienungewohnheiten, das sind Dinge, die wir als Deutsche tun, die andere Menschen nicht tun. Warum muss sein, wie gleich ein Säuerbrennetje. Und es sind viele Wege, wo die Kost Brennetje merken, aber wie gleich das die Deutsche das tun. Das ist wieder Ungewohnt haben. Das ist nicht schlecht, ich finde es gut nicht. Ich meine, es ist vielleicht nicht das ganz gesündeste Ding, aber nachher, das schmeckt bloß sehr schön. Und dann sind die Dinge, die wir annehmen, das als Part von unserer Religion. Das ist unsere Religion. Und das macht, wie es das haben, das ist wirklich ein Grund, von was wir glauben. Aber dann ist die Frage, was meint das dann, eine ernste oder eine echte, wirkliche Glauben haben? Und was meint das? Und Ungewohnheit, das können so ein Ding sein, was für eine lange Zeit als ungewohnt. Erst fängt es an von einer wirklichen Ursache, so ist das Hundschenken, von beiden Seiten aufschneiden. Die müssen dort. Die müssen dort das dort. Da wird kein anderer Weg daran. Entweder die können nicht von dort behaupten, oder die können bloß ein Port von dort. Das dort muss dort sein. Und das ist von einer Generation, was die nächste mitgegeben. Und das kam wieder entfernen, der Ursache, warum wurde nicht mitgebracht. Bloß das Ding, was wir tun. Wenn ihr ein klein bisschen was denken, und zurückkicken über dein Leben, so ist die was abgewaschen und abgetragen, sind die Dinge, was die nachher von dir ist, was dein Papa die gelehrt hat, oder deine Mama hat die gelehrt, und die erste bloß, wegen sie das ist. Wirklich hast du keine Idee, warum. Denk dir bloß an, warum das die dort? Wenn ein gutes Ding ist, dann kannst du Gott loben und danken, dass deine Eltern haben, die diese guten Dinge gelehrt. Und wenn es bloß Asche ist, oder keiner Nutz hat, dann ist es okay zu fragen, okay, wo kann ich das ändern, weil es keinen Nutz hat. Eine Ungewohnheit. In Galaterbrief, Paulus sagt, in Galater 1, Vers 14, es sagt, und er nahm teil in der Judentum, aber viele von seinen Mitmenschen,
En die mensen worden met am Tod werden. En hij had meer, op Hochjüchtig zegt het, eiferte. Op Engels zegt het, zealous. Hij had meer vier dan aangebracht als al die anderen, meer moed. Hij schafft veel horen of zwander, of met veel meer kracht ging hij dan als al zijn medmensen. Hij bracht veel meer van dat erbij. En de voederlijke gezaten. En de gezaten wat de voeraars gegeven hadden. En de ongewoonheden wat de Juden immer gedaan hadden. Hij bracht meer vier om deze dingen wiederbrengen, als eerst een van de anderen wat met zijn medmensen waren. Hij bracht meer. Veel had je als eerst ondermens mank de Juden volk. Dat was Paulus tijd. Met de ongewoonheden wat de Juden nog immer gedaan hadden, beweren die alle goud. Ik wil een paar vers in Marcus kapitel 7, van vers 1, ganz sterk bij 23. So ik wil het proeven, ik wil het plus een few iets lezen, en dan wil ik het voetste nu dort applaud erklären. Und es kamen zu ihm die Pharisäer und etliche von den Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen etliche seiner Jünger mit Gemeinen, dass es ungewaschenen Händen das Brot essen, und tadelten sie es. So, die kamen taub, all diese Pharisäer, die kamen taub, wo Jesus seine Jünger waren, und die hatten ein Problem gefunden. Die könnte sein, dass Jesus seine Jünger, die deden hier so manchmal eten, das Brot eten mit Schweinchen hängen. Mit Schweinchen hängen. Nou, ich glaube nicht, dass dort meint, dass die hadden weer een rootsvlees durch een bladpoedel gegaan en dan hadden met ihre Feit aufgestoven en dan voert met die bladje hängen, eten eure voet en dat jeden. Dat glaube ich nicht, dass das was das meint. Ich glaube, das ist klar, das erklärt, die Juden hadden een besondere Weg, naar ihre menschliche Ongewohnheiten, wo ihre hängen müssen, besonders rein gewaschen, als sie können Brot eten. Nu wil ik je vragen, als een slechte ding hängen waschen, einer wordt uit. Is dat slecht? Nou, ik geloof dat het eventjes een zeer gezonde ding, besonders dort, wo die Roots vaart dat je doen hast. Weil wir sagen, die schaffst bieten mit Blatt, en dat is vielleicht nicht mal ganz so arg, aber vielleicht hast du die Roots erst wat op die, ich weiß nicht, op die Akerie erst wat iets gespreid, wat vielleicht nicht gesund ist zum Eten. Dan waarom doen we dat op ons Ackerland spreken? Maar wat immer, vielleicht hast du erst wat werkelijk, das ist jaftig für dich. Das ist gut, hängen zu waschen. Er sind viele Dinge, wo einer wird kennen, wo einer vielleicht auf Roots zu tun, einer soll hängen waschen, das ist nicht schlecht. Aber das Ding, die müssen besonders nach den menschlichen Gesetzen die hängen waschen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, sie waschen denn die Hände manchmal und halten also die Aufsätze der Ältesten. Dat krijgt van dort. Wegen de Pharisäer en al de Juden die nicht hängen oder eten, als sie haben das krijgt so hängen waschen, dass die Ältesten das gelehrt haben. Und wenn sie von Markt kommen, essen sie nicht, sie waschen sich dann, und das Ding ist viel, dass sie Zuhalten haben angenommen von Trinkgefäßen und Krügen und Herren, Gefäßen und Tischen zu waschen. So, wenn ihr von Stuhl kommt, oder von ersten Market, im Mercado oder was immer, steht, wo sie viele Menschen gewaschen sind, wo viele Menschen alle solchen Dinge anfühlen tun, ich bin in Market bin, und dort ist so, Menschen fühlen alle solchen Dinge an. Die haben alle solchen Dinge angefühlt. Wenn ich du wel wat eten, dat is voor sure. Ik merk mijn hang rein en ik probeer dat wat immer dat is ook van bieten af te spelen. Wings, hoeveel honderden mensen hebben al aangevoerd en wat die gaan je doen verder aanvoeren, dat is goud dat alle rein te maken. Die houden ertoe dat die mat eerst al die dingen rein maken, als je dat brukst. En dat is niet slecht. Maar het probleem is, waar we nog wieder,
Und da fragten ihn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach dem Aufsetzen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? So die Pharisäer frühen, warum tun die Jünger nicht dort so, wie das alle tun? Habe ich noch mal so eine Frau gehört? Oder gekriegt? Na, warum darfst du das nicht so, wie das tun? Warum darfst du nicht so steht? Warum darfst du das anders? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wohlfein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Hier sagt Jesus, Kraxus dit hat Jesajas of prophesied of haar van jint. Dat heeft al lang terug prophesied van jint. Wenn sie sagt, mit jene Lappen, da je Gott loven, aber jen hort as, aber sei wieder auf. All diese Dinge tun, so sie glauben, das wird Gott will, aber wirklich, die weiten das als menschliche aufsetzen. Wenn sie sagen hier so nicht mehr, was die Pharisäer das früher, und die Frauen nicht mehr, warum tun jene Jünger nicht die Hängewaschen, so Gott das gefällt? Das ist nicht die Frau. Warum tun die das nicht, so die Älteste das gefällt? Das wie die Frau. Hat nichts mit Gott zu tun. Warum tun die das nicht, so wie das immer tun? Das ist wie das Gleiche an unseren Menschen. Warum tun die das nicht, so dort? Und deswegen sagt Jesus, jene Lappen tun Gott loben und jene Hort es wieder auf. Wort von einem Gottesdienst ist dort. Mit den Lippen ein Ding sein und mit dem Hort ganz das Wort glauben. Und dann sagt Jesus, es ist vergeblich aber ist, dass sie mir dienen, die, weil sie lehren solche Lehre, die nichts ist den Menschen Gebot. Das ist für nichts. Das ist vergeblich. Das hat die nichts zo'n Weg von Gott doen, zo'n Weg von Gott aanbidden, dat is voor niks. Dat helpt die niks. Wings je doen, bloos dat dingen leren wat van mensen komt. In de nächste Vers sagt, ihr verlasset Gottes Gebot und haltet den Menschenaufsätze von Krügen und Trinkgefäßen und Waschen und desgleichen tut ihr viel. Und er sprach zu ihnen, wohlfein habt ihr Gottes Gebote aufgehoben, auf dass ihr eure Aufsätze haltet. So er sagt hier so, dass erst jeder Gott sein Weg verloren. Ihr lernt Menschen seine Wege, die Dinge, die die Menschen haben wiedergebracht, dort ihr lernen und dort von Gott ihr verloren. Was Gott sagt, verloren ihr. Und ihr holen all diese Dinge von jene Koffelsremmerken, jene Kampjesremmerken, jene Hängremmerken, all diese Dinge, die ihr so hier stellen, aber was Gott sagt, das kann man nicht. Ihr braucht nicht, um das zu verstehen. Das wird Jesus sagte, diese Pharisäer. Wenn wir ein paar Vers wieder hüpfen, Vers 13, dann sagt, er sagt in Vers 13, und hebt auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und desgleichen tut ihr viel. So, je mehr an Gott sein wird, zu kein Nutz. Das wird getan. Mit diesen Dingen, die nehmen dann Gott sein Wort und merken dort, dass es kein Nutz hat zu den Menschen. Kein Nutz. Kein Gefallen. Dass die Menschen das nicht nutzt, dort zu horchen, was der Mensch sagt. Wo schuld wird das sein? Von Gott dort muss von uns sein, nicht? Von Gott dort ein Tag wird man sein von uns. Dort, wo die von Gott sein Wort verteilt hast, das nützt nichts. Wenn du das bloß mit deinen eigenen Ungewohnheiten, mit deinen eigenen Glauben, dass sie dort vermischen, und dann kommt es bloß mit deinen eigenen Gesetzen rüht. Hat nicht mehr mit Gott sein Wort zu tun. Wenn es hier so in dieser Geschichte dreht von, dort die Juden haben auch so eine Ungewohnheit oder so ein Gesetz gemerkt. Dort war mal sein, ein Kind, oder die Bibel sagt, wir sollen unsere Mutter und unsere Vater so ehren. Aber dann, wenn ein Geld fehlt, und die Kind hat Geld, oder die können die Eltern halten,
Die dann in der Stadt dort, und sie dort Geld zu den Tempel bringen oder zu Gott bringen und sagen, das ist nie ein Geschenk von Gott, nie kann ich meine Eltern nicht halten. Es geht so dass heute merken, dass die Kosten nicht die Menschen, die Gott in ihrem Leben halten wird, dass die dann nicht Kosten die halten. Es geht so dass die Mats dort Geld, was Gott sagt, das soll für diese Menschen gehen, die Mats dort zu der Kirche bringen. Aber was ist sie dann mit das Geld, was die Süsten in die Kirche bringen? Oh, das ist nicht an mich, nicht? So wirklich, die hast von den Eltern gestohlen, auch von Gott gestohlen. Das ist, was Jesus hier erklären wird. Das ist, was die Juden deinen lehren. Das ist, was die Juden lehren deinen, das wir nicht Gott sein Weg. Das wir nicht Gott sein Weg. In Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8, das sagt, sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christus. Sieht bewusst, passt ab, nehmt das vor, dass kein Mensch wird ersten Weg am anderen Weg nableden oder anderen Weg nablehren oder durch Hand bringen, der so eine Graute wird. Einige Menschen verstehen erst, was so zu erklären auf so einem Weg, dass, naja, was wird, was der Brücke, ich verstehe ich nicht, aber das hört sich so groß, ich will nicht mehr fragen, was das meint, so ich nehme das bloß an und er sagt, all diese Dinge, dann mache ich das muss bloß so sein. Das muss doch wohl bloß so sein. Das ist so hoch eingelehrt, das ist so klug. Wenn der Mensch wirklich so klug ist, dann kann er das so erklären, dass jeder 12-jährige Mensch das verstehen kann. Wenn er wirklich so klug ist. Wenn er so klug ist, dass er bloß das kann verstehen, der wird, was er vielleicht in der Universität hat, auswendig gelehrt, wenn er bloß das dort erklären kann, ist der Mensch wirklich nicht klug. Der Mensch, wenn er nicht kann, dass das ein 12-jähriger Mensch das verstehen kann, wenn er das dort nicht kann erklären, dann kostet er dann sagen, weiß sie, die gleich die best klug mit ihnen grote wird, aber die weiß wirklich nicht, was die sagt. Erklär das mal, dass mein 12-jähriges Kind das verstehen kann, dann wird gleich die best klug. Das ist sehr leicht das zu tun. Und dann wird meist einmal der Mensch, wird weil erst wird falsches Ewe bringt, der wird dann stummern und schaffen und wird es nicht tun. Wenn dann ist sein Ziel gemerkt. Sieht bewusst, dass kein Mensch, die wird da so eine hohe Philosophie, die in seinem Kopf hoch ist, aber in Gott sein Ehe und ist dort direkt von den Feind, mit so einer hohen Philosophie in schlechte, beschmutzte Welt, was das einmal so ein Hänge der ist, was bringt. Pass auf für dort, wenn es das kommt, nur die Lehren von den Menschen, nur die Ungewohnheiten von den Menschen, wenn es das für die Menschen leichter. Und das hat nichts mit Jesus zu tun. Pass auf. Aber was ist dann, das hat bloß mit schlechten Ungewohnheiten vielleicht zu tun. Was aber, gibt es vielleicht gute Ungewohnheiten? Ja, das tut. Das gibt gute Ungewohnheiten. In 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 6, das sagt, wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der da unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die er von uns empfangen hat. Er sagt hier, ich seid jemanden, der Bruder, in den Namen von Jesus Christus, dass ihr weichhalten von jeder Bruder, was am unabbrechten Weg geht. Und was nicht dort geht, das wird euch gewandt haben, was die von uns gelehrt haben. Die Dinge, die wir haben, sind angewandt. Die gute Dinge, die wir angewandt haben, was mit den reichen Wandel zu tun hat. Wenn die sein Menschen gehen und die sagen, wir sind Christen, aber wir können sein sehr gut. Mit den Dingen, die tun, die gehen auf den düsteren Weg. Er sagt, bleib weg von den Menschen, die sagen, Nummer 1, die sagen, die sind Christen, aber die können sehr klar sein, die wandeln nicht auf dem abreichen Weg. Er sagt, bleib weg von dir. Aber sieht mit so einer Taub, was auf den reichen Weg wandeln tun. Der nächste Vers sagt, denn ihr wisset, wie ihr uns sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen. Dort, wo wir gewesen haben, den Weg, wo wir dort gewesen haben, dass wir gewandelt haben mit den Taub,
Die weten dort als nächstes dort. Die weten sehr gut, wo die sollen uns nu folgen. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt, dort mir nu folgen, die Dinge, wo ich euch want kind, dort die Dinge nu folgen. Er zijn gute Dinge, wat ik als onman, aber die Frau ist, kann dit den Weg opmerken für Himmel. Merkt dit, dat Gott kann sagen, oh, die hast all die rechte Deutsche Dinge angewandt. Kannst mir rechte Deutsche sprechen, perfekt vertalen. Wings dit is de Himmel der op. Merkt dat de Himmel der op. Dat is de Frau. 1. Petrus 13, Vers 25, ich wollte nicht alle lesen, aber Vers 18 sagt es dit. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Geld erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise. Sorry, mein Hochdeutsch stückt auch ein bisschen. Aber das sagt Jesus dit. Denn je weten, dass je seid nicht geleist worden mit Gold oder mit Silber. Dort wird die Tools mit Gold und Silber, dat die nicht geleist werden. Und onderweg, dat merkt die nicht seilig. Dort Gold oder Silber. Und dat die nicht leisen von all diese Ongewandheiten, die die von ihnen Eltern gekregen hast. Und wat kan sein, die best von ihnen eine Weg nicht geleist, der Silber und Gold. Eins zu sein, all diese gute Dinge, wat ich doe, all diese gute Dinge, die moeten bij God ongenomen zijn, nee? Well, von den wirklichen guten Dingen, dann ask meine Frau, warum des die dort? Des die dort, wegen Gott haf die Rat? Wegen Gott haf die ongenomen aus sein Kind? Als dort warum? Dann glaube ich, erst das ongenomen. Und dann gibt es ein Tag einen Lohn im Himmel. Aber erst dort wegen, ich will das tun, dann ist es nicht angebracht. Das trifft bloß nicht. 2. Timotheus 1, Vers 5 sagt es dit. Und wenn ich mich erinnere, des ungefärbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Wenn ich daran denke und dort abbrechte, dort achte, dort ernste Glauben, was ich in deine Großmama wir, und dann auch noch in den Mom wir, ich bin mir ganz überzeugt, dass ich auch in die bin. Dieser echte Glauben. Dort ist nicht eine Ungewandtheit. Dort ist nicht eine menschliche Lehre. Das ist eine echte Glauben, eine wirkliche Glauben. Von einer, der die Buch Jeremias durchlesen hat, das habe ich mir einmal gesagt, ich weiß eigentlich, als ich nie ein Christ wäre, dann sehen viele Menschen, der Jeremias Brief, dort im Brief, das heißt, der Prophet wird immer rohren. Und ich dachte, na, mir jetzt muss ausschlag werden, ich will nicht so einen Brief lesen, wo der Prophet bloß immer rohrt. Und so ich dachte figuren, dass ich die Buch bloß tolluten, ich las die Keimelbahn, aber ich erst in der Bibelschule wieder, und ich muss einfach die Buch durchlesen, den Brief durchlesen. Und dort wir, nie fängt an, dass wir ein von meinen Lieblingsbriefen, ich sage, ich will auch sagen, was immer jammer hier in den Rohren, so mir halb der Tag nur. Aber almost, die 34. Kapitel ist ein von meinen Lieblingskapitel in der Bibel. Das redet von der Familie von Rekab, und Jonadab wie der Einführer, oder wie die sehen von Rekab. Und Jonadab seine Kinder, die harten Jonadab so perfekt, was er sagt. Erst wie Rekab, was sagt, was sie sollen tun, und Jonadab, der Jung, der vierte Tag, mit seinen Kindern und Großkindern und so weiter. Und die wird diese Dinge, er führt diese Dinge durch, dass sie würden dort gehorsam sein, was der Großführer Rekab gesagt hat. Und es so abfallend bei Gott, dass er sagt, das ist eine große Versprechung, was Gott sagt. Er sagt hier in Jeremia 34, Vers 19,
Er sagt, darum spricht der Herr Sebaot, der Gott Israels, also, es soll dem Jonadab, den Sohn Rechabs, nimmer fehlen, es soll jemand von den Seinen alle Zeit vor mir stehen. Ist das zu verstehen? Ist das zu begreifen? Gott sagt, und das hat alles damit zu tun, wenn ich die Vers dort nur dort lesen, und das hat alles damit zu tun, dass diese Familie gehorsam werden, zu dort, wo der Grootvader sagt. Die werden der Eltern, auch der Grootvader, gehorsam, was die sagen. Das wird nicht gegen die Bibel, aber das werden nicht Dinge, was Gott sagt, die müssen tun. Das werden einfach Familie-Dinge, was die Grootvader anwenden, und die Kinder und Grootkinder werden gehorsam. Und Gott sagt, wenn sie so perfekt sind, gehorsam gewesen zu deinen Eltern und Großeltern, du wirst immer, für immer, worden Menschen von dieser Familie für mich stehen und mich anbeten. Ist das nicht eine wunderbare Versprechung? In der Familie werden immer Menschen sein, die selig sind. Immer. Bloß wenn die deren Eltern gehorsam werden. Das meint auch, die wollen Jesus annehmen. Okay, das ist nicht, dass nie haben sie in den Feidenweg in den Himmel gefunden. Das ist nicht, was das meint. Aber Gott wird zu sein, dass diese Familie wollen immer selige Menschen sein, wenn die wollen Jesus annehmen. Okay, das wird der gekommen ist. Und das ist eine wunderbare Versprechung. Diese Familie wird immer Gott gehorchen. Vielleicht nicht die ganze Familie, aber da werden immer Menschen dabei sein, die das wollen tun. Was wird eine bessere Versprechung sein, die wir kriegen von Gott? In deiner Familie werden nur immer Menschen von ihnen nu kommen sein, die wollen mir nu folgen. Wird das nicht eine wunderbare Versprechung sein? In deiner Familie werden immer Menschen sein. Aber was ist dann eine Religion? Das ist ein Ongewohnheit. Was ist eine Religion? Das ist den Glauben oder den Weg von Dingen tun, in die selbst, wo die Wurst kann, Gott gefallen. Das ist, was das meint. Das ist, was ist die, was Gott gefällt. Das ist, was eine Religion ist. Menschen fragen mich, oh, die bist dann sehr religiös. Und ich sage, no, nicht wirklich. Wenn ich all die Dinge, die ich probiere zu tun, in mir selbst, zum Gott gefallen, die fallen immer platt, die halten nicht. Ich muss das tun, was Gott fragt, dass ich soll tun. Nicht meine eigene Weg, nicht meine eigene Idee, nicht meine eigene Gesetze, die halten nicht sehr viel. Ich bin wirklich nicht sehr religiös, aber ich glaube an Jesus. Dort glaube ich. Ich glaube, dass Gott sein Wort ist, und ich will das gehorsam sein, so gut als ich kann, aber ich bin nicht wirklich sehr religiös. Aber ich kann glauben. In Apostelgeschichte, Kapitel 26, Paulus als der Pfarrer den König Agrippa, und er sagt, er wäre dankbar, dass er für Agrippa sein kann, um das erklären, was Jesus getan hat. Wenn er sagt, König Agrippa, die kennt die jüdische Religion, die kennt dort, die weiß, was das sagt. Und du willst eine sehr Frau, den Paulus sagt, den ging dort schein, der freut sich einfach, dass er für diesen König dort erklären, was Jesus getan hat. Wenn er die jüdische Religion kennt. Aber einmal ist es so, dass eine Religion in sich selbst, das kommt von, vielleicht erst zu einer Zeit, was gaudet. Aber das jagt mit der Zeit erst von den weichen Gruben an. Das Bild ist von Moses in der Wüste, als die Menschen ich musste talen, ja, 4. Mose 21, Vers 4, du fängst an von dieser Geschichte, wo die Juden, die wären du alle taub, und die wären du in der Wüste, aber einmal, wenn sie angehorsam wären, kam du all diese Säuerdaler Schlangen, du mank ihre Menschen mank, und fangen an die Menschen zu bieten, die Menschen fangen an zu sterben, wenn sie diese jäftige Schlangen, die Menschen raubten den Garten früh und halb, und würde es nicht wunderbar gewesen sein, von Gott bloß hat so dort getan, und wir eine Schlange alle fort. Meine Frau wird gesagt haben, dort wird besser gewesen sein. Aber Gott hat eine andere Idee. Wo
Gegen on wird es nicht gewahr sein. Die kriegst gebeten von den Schlangen und Gott sagt dann zu den Lehrer und sagt, okay, merk hier so einen Stang und du so mit Bronze, du so einen Schlang merken, du on diesen Pool non merken, dass von erst wer gebeten kriegt von den Schlangen, die müssen bloß eine dit Schlangen kicken und dann wollen die nicht sterben. Denkt mal an, kriegt dort denkt, was die bietet, was weit ist, was die wird dort merken. Nie so die Kraken dort kicken und dort wird die raten. Weißt du, was von wie nicht Jesus annehmen, dann ist es Jesus seine wird, wird uns wollen verdorben in der Hall. Und wenn wir wollen gerat sein, dann müssen wir nach Jesus kicken und den Kreuz und er rat uns. Und wenn wir das nicht annehmen, dann ist es krank, dass sie denkt, wird uns verdormt. Das ist nicht die Dinge, was die das, das ist nicht die Dinge, was ich tue, das ist, wenn wir das nicht wollen tun, was Gott sagt, und er sagt, kick nach Jesus und den Kreuz. Wenn ihr das was annehmen, bist ihr nicht verdormt. Wenn nicht, dann ist das das sie denkt, was das tut. Krank so wie das in der Wüste. Gott sagt, kick nach diese Schlangen. Ich tue Jesus nicht mit einem Schlangen vergleichen, du mich nicht missverstehen. Aber das wie ein Vorbild, was Gott gibt zu den Juden, das denkt, was die bieten, was die Wort verdorben, durch han muss die kicken, dass die Wurst gerat worden von dieser Wille, jaftige Schlangen. Und dann wird glauben, okay, Gott hat das angeführt, 100% klar gemerkt, Moses, wie er gehorsam, der Kraxus Gott sagt, wo kann erst was schlecht in das zurückkommen? Weißt du was? Johann Luther, in 2. Könige 18, Vers 4, den König Hesekias, hat all diese schlechten Dinge rüberbringen von Israel. Er muss mir reich diese Standards mit diesen Schlangen, muss er durchführen. Kann ihr die Geschichte? Dann lest das in 2. Könige 18, Vers 4, als der Höhepunkt, aber die kostet der Fahrt lesen, ob du nun, aber es sagt, dass er tat ab die Höhen und zerbrach die Zaulen und rottete das Aschera-Bild aus und zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Israel geräuchert und man hieß sie Nehustan. Das ist eine lange Geschichte, wo das alles bedient wird, aber kriegt diese Schlange, die Juden haben angefangen, eine schlechte Religion zu merken, um diese Schlange anbeten. Gott sagt keinem in der Wüste, die sollen den Schlangen anbeten. Er sagt bloß, kick nicht dort. Du hast das Bild abgehört mit Jesus. Jesus, wir sollen am Kirchen, sollen wir anbeten, das stimmt. Die Schlange wird bloß ein Bild, nicht das Salz, ihr denkt. Die Schlange soll keinem angebeten. In den König Hesekias musste er fort. Wenn es ging von einem Gott denkt, was ein schlachtet. Und dort als Fertig dort denkt mit Dingen, wo wir uns selbst entweder durch die Familie oder durch uns Volk, von wo wir kommen, wo wir haben angewandt, und auch die Dinge, wo wir glauben, das ist eine gute Religion, das ist Fan, das passt mit Christentum bei. All diese Dinge, die fangen vielleicht mit was Gott an, aber wenn er nicht abpasst, das können das bloß aschelig haben und keine Natten haben, vom Kraxus, die Schinken vom Bettseiden aufschneiden. Aber das kann auch mit durchkommen, dass das uns wirklich von Jesus wachhält. Wenn wir glauben, das muss es das sein, wenn es das wird gelehrt sein. Gott sagt aber in 1. Timotheus 1, Vers 5, er sagt, denn das Hauptsache des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem ungefärbten Glauben. Was meint das? Das meint, dass eng oder die Hauptfutung oder die Hauptsache, was Gott in seine Geboten hat für uns als Leib von einem reinen Hort, Leib von einem reinen Hort und ein reines Gewissen und ein echter, ernster, wirklicher Glauben. Das ist nicht der Leib von uns Gott, was uns rat, das ist nicht ein reines Gewissen, was uns rat, aber das ist das wirkliche, echte Glauben. Und der Glauben muss in Jesus sein, nicht in das, was wir selbst getan haben. Kolosser 2, Vers 1 bis 23, und ich wurde das auch nicht durchlesen, redet auch krank von all diese Dinge. Die Dinge, die wir in Paulus gesehen haben, was er getan hat, dort sollen wir nur folgen.
Und er lehrt dort, dass wir sind Volk, wir haben uns erfolgreich, oder wir wollen hier so durch, auf Englisch als das Wort successful, but we're also complete. Wir sind ganz vorig gemerkt in Jesus. Das ist nicht durch uns ihre Gedanken, durch uns ihre Weg, das ist durch Jesus. Dass wir würden geplant sein und auch abgebildet sein und dass Jesus, der uns Glauben, das Fundament geben. Dass er uns das gelehrt hat und er hat auch mit Dankbarkeit zu sein. Wirklicher Glauben kann nicht kommen ohne Dankbarkeit. Das ist Part von Glauben. Hast du Glauben, dass Jesus starb und Kreuz für dich? Hast du so einen Glauben? Was hast du getan, dass du hast Jesus geholfen, dass er ist abgestorben von Tod? Was hast du getan? Was von den Ungewohnheiten hast du in deinem Leben, was hat Jesus geholfen, dass er abstunden von Tod? Wenn du was hast, was dort getan hast, dann hast du die Ungewohnheiten, vielleicht die, was geholfen haben, angenommen sein, zum gerecht worden, zum selig worden. Aber wenn du wirklich kostest mit den Wahrheiten sein, ich habe keine Ungewohnheit, ich habe keine Lehre gekriegt von meinen Eltern, oder von du, wo ich komme, was hat Jesus geholfen abzustimmen. Ich habe nichts nicht, wo du gedreht hast, dass Jesus hat könnt abstimmen. Wenn du dort stehst, dann bist du am rechten Weg. Was kann wir dazu tun, dass wir das betonen können, dass wir in den Himmel nehmen können? Der Antwort ist klar, das ist nicht. Wir können das nicht betonen. Wir können das nicht zurücktun. Wenn du selig bist, du zwingst die Hasse sehen, was ich einnehmen. In 1. Petrus 1, Vers 9, das sagt, und das Ende eures Glaubens davon bringen, nämlich die Seelenseligkeit. Dort eng von den Glauben, die Radung von deiner Seele. Dit is wat Glauben deed. Einmal falls ich so vergleichen für Feier, Fichte in der Botschaft zu bringen. Aber vielleicht hast du Geld direkt nicht da. Krak in das alte Kapitel bloß eng von dem Kapitel, Vers 25, das sagt, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Dit ist der Gouden Nieuwreich, was uns wiedergebracht ist. Dit ist das Wort von Gott, das bleibt für immer. Und dit ist das Wort, was durch den Gouden Nieuwreich kommt. Gott sein Wort bleibt und er sagt, er hat seine Schuld betont. Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Glauben ist das sichere Ding. Glauben ist das sichere Ding, was wir eine Hoffnung haben, aber das ist nicht so ein zweifelnde Hoffnung, wie einer sagt. Das ist eine wirkliche, sichere Hoffnung für die Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Der Glauben muss in Gottes Wort sein. Der Glauben muss in was Gott getan hat für uns sein, nicht was wir für ihn können. Wirkliche Religion, was wird es sein? Auf Englisch sagt es, die wirkliche Religion ist für die Witwen und die Kinder, die nicht vor uns haben, für die durch zu sein. Das ist eine wirkliche Religion. Religion kann uns keinmal zu Gott bringen. Das kann uns dazu bringen, dass wir wollen es annehmen, wir kennen das nicht. Glauben muss in Jesus sein Weg sein. Ungewohnheiten, die helfen uns vielleicht tun die nicht. Aber die bringen uns nicht bei Jesus. Die bringen uns nicht bei Himmel. Ich hoffe, das ist klar gewesen. Ich hoffe, das zu verstehen. Als ich nach Himmel würde fragen, kann
der erste Ding sein, was wir uns anbauen können, was Jesus würde haben können von den Krieg, von den Tod, war er abwarten. Als der erste, was wir würden können anbauen, was wir würden können glauben, was wir würden können tun. Und wenn nicht, dann kommen wir bei dem Punkt, wir machen das bloß annehmen, was Jesus dort gesagt hat. Glauben an was er getan hat, nicht was wir tun. Wir uns neigen zum Gebet. Gott, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für dein Wort. Und ich frage, musst du das für uns alle haben, dass wir das können verstehen und mitnehmen, was dein Wort sagt, dass wir das halb, dass die Dinge, was ich gesagt habe, können halb sein und nicht eine Störung sein oder nicht ein Stich sein. Halb, dass wir würden können das annehmen, wir können nicht erst was tun, dass wir können den Himmelsweich betonen. Aber danke schön, dass du das betont hast, wegen wir kennen das nicht. Danke schön für das. Ich muss dir ein Segen, dass wir das anwenden. In Jesu Namen. Amen.